und trennte ihm dann fast vollständig den Kopf ab. Der Täter rief laut, Allah ist groß. Viele dieser Täter haben eins gemein. Sie ließen sich vor ihrer geplanten Tat eine Bescheinigung ausstellen, in der sie sich für unzurechnungsfähig oder zumindest psychisch auffällig erklären ließen, um in einer Verhandlung strafmildernde Umstände geltend machen zu können. Der türkische Staat unterstützt die Christenverfolgung auch aus juristischer Sicht. Dies bedeutet, dass jeder Christ Opfer durch den türkischen Staat werden kann. In Artikel 301 und Artikel 216 des türkischen Strafgesetzbuchs ist vom Tatbestand der Beleidigung der türkischen Nation und der Beleidigung des Islam die Rede. Wer sich unbedacht äußert, sieht sich schnell mit möglichen 5 Jahren Haft konfrontiert. Haben Sie als Christ die Adressdaten von Muslimen bei sich und sind bereit, mit diesen über ihren Glauben zu sprechen, dürfen Sie nach Artikel 135 mit weiteren 3 Jahren Haft rechnen. Erst am 14. Oktober diesen Jahres wurde das letzte Urteil dazu gesprochen und 2 Christen zu je 7 Monaten Haft verurteilt. Nach einer Zahlung von 2.300 € und nicht zuletzt massiver Unterstützung durch diverse Petitionen mussten sie die Haft nicht antreten. Es wurde Berufung eingelegt, was in diesem Fall heißt, dass der Prozess jetzt seit über 4 Jahren geführt wird. Eine Verbesserung der Situation für die Christen in der Türkei ist aktuell wahrscheinlich nicht zu erwarten. Erst in diesem Monat musste der oberste Religionswächter der Türkei, Ali Varnakoglu, sein Amt aufgeben. In der Kopftuchfrage vertrat er nicht die strenge Linie der Regierungspartei von Ministerpräsident Erdogan. Auch die Öffnung der Türkei zum Iran und das zunehmend schlechter werdende Verhältnis zu Israel sind klare Zeichen für eine Zuspitzung der Situation. Auch die aktuelle Lage der Christen im Iran soll hier nicht unerwähnt bleiben. Am 31. Oktober drangen mehrere Männer in eine bis auf den letzten Platz gefüllte syrisch-katholische Kirche im Zentrum Bagdads ein. Zuerst erschossen sie den Priester. Später zündeten einige der 10 muslimischen Angreifer ihre Sprengstoffgürtel, als irakische Sicherheitskräfte die Kirche stürmten. Nach offiziellen Angaben kamen ca. 50 Christen bei dem Anschlag ums Leben. Wie mir persönlich von irakischen Christen berichtet wurde, soll es mindestens doppelt so viele Tote gegeben haben. 10 Tage später wurden ebenfalls in Bagdad systematisch Christen angegriffen. An 5 Stellen gleichzeitig wurden die Häuser von Christen mit Granaten und Bomben beschossen. Auch hier gab es mehrere Tote. Auch wird vielen Christen in der Weise gedroht, dass ihnen ein Ultimatum gestellt wird. Entweder ihr verlasst in den nächsten 24 Stunden die Stadt oder die ganze Familie wird umgebracht. Ganz aktuell, am 17. November, löste in Ägypten eine, in unseren Augen schöner Umstand, schwere Krawalle aus. Weil ein Christ eine Liebesbeziehung mit einer Muslima hatte, wurden mehrere in christlichem Besitz befindliche Häuser, Geschäfte und eine Lagerhalle in Brand gesetzt. Am Mittwoch dieser Woche wurden 5 Christen von der sogenannten ägyptischen Sicherheitsbehörde erschossen. Ihr Verbrechen war das versuchte Fertigstellen eines genehmigten Kirchenbaus. Das war anscheinend so dramatisch, dass uns die deutschen Medien eine Meldung darüber lieber verschweigen. Wer es meint, dies hat alles nichts mit uns zu tun. Das kann uns hier nicht passieren, dem sei gesagt. Auch bei uns werden Christen allein aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Der 28-jährige Pastor Khan Genscher wurde mit seiner Frau Anne-Dore und den 3 kleinen Kindern Anfang des Jahres musste mit seiner Frau und seinen 3 Kindern Anfang des Jahres er bekam Wohnungen Muslimen. Pastor Genscher hat eine deutsche Mutter und einen türkischen Vater. Deshalb war
waren diese Männer der Auffassung, er sei ein abtrünniger Muslim. Übrigens keine Geschichte aus Berlin-Neukölln, sondern aus Bayern. Neueste Entwicklungen können wir aber meist dort beobachten, wo wir den Blick auf Kinder und Jugendliche richten. In den Schulen weht Christen ein zunehmend rauer werdender Wind entgegen. Christen werden als Schweinefleischfresser betitelt. Mädchen müssen sich als Schlampen bezeichnen lassen, wenn die Kleidung oder die Gesinnung dem jeweiligen Gegenüber nicht passt. Das ist natürlich nicht immer zu. Hat schon solche Ausmaße an die Familienminister gesprochen hat. Auch in anderen europäischen sind solche Entwicklungen unsere Aufgaben, wenn wir den verfolgten Christen in der Türkei, im Irak, in Ägypten eine Stimme geben, oft zusammen werden die wahren über Christenverfolgung sprechen, die schrecklichen Taten bedauern und dabei müssen die Gründe hierfür genannt wurden, noch einmal soziale Ungerechtigkeiten. Nein, es sind hier nicht die Gründe für Verfolgung. Die meisten Christen sind in muslimisch dominierten Ländern ohnehin sozial viel schlechter. Mörder lösen über wenige verankerten Positionen, die Muslime des Islam in der Fingerplan nehmen können. Das Licht wird vor dir gestellt. Islam vorwärts gegangen, dafür einzustehen. Werden Sie aktiv, jeder nach seinen Möglichkeiten. Unterstützen Sie Petitionen, schreiben Sie oder engagieren Sie Europa und um Details.